neue Video. Das kann ja wollte ich ein bisschen mehr etwas Spezielles weisen. Eng speziell Technik, die ihn an der Landschaftsfotografie kann benutzen, genauer gesagt den Focus-Stacking. Die Idee dahinter das, wie der schon vielleicht gesehen hat, gehen nicht Landschaftsfotoen, ich hole heute mal das Resultat. Da gehen nicht Landschaftsfotoen, die sie von 4 bis 100 knack scharf. Und das ist, wie wir alle wissen, am Apparat, egal mit welcher Blende, nicht möglich, das Foto so abzuholen, dass hier am Vordergrund, wo wir hier die größte Stänge haben, bis hinten am Fond auf die Birch gucken, wo der Horizont liegt, scharf ist. Das ist technisch einfach nicht möglich, das Foto so abzuholen. Und dafür gibt und sich den sogenannten Focus-Stacking benutzt, wo einfach mehr Fotos gemacht gehen, wo Alkeias auf einer anderen Platz fokussiert wird. Das heißt, entweder wird von Hannen noch 4 fokussiert, das heißt, ich fange Hannen an, setze meinen ersten Fokuspunkt dann ungefähr hier Hannen hin, gehen dann einfach mit den Fokuspunkten hier so los, noch 4, bis ich dann schlussendlich hier Stehen gekommen sind, an den letzten Fokuspunkt dann ungefähr hier stung, für das dann auch hier das Stehen, wie man gesehen, komplett scharf ist. Voilà, die Idee also ist, dass ihr auf der Platz selber schon mehr Foto möchte, wie der hier sieht, weil ihr muss die verschiedenen Fokuspunkte setzen. Wenn man die einzelnen Fotos durchgehen, da sehen wir zum Beispiel, bei hier Shadlow an der Endfoto, die ich am Endresultat, wo ich gewesen habe, ich auch noch ein paar andere Bearbeitungen gemacht. Ich meine, gesagt, den Horizont war ein bisschen schief, den das natürlich schräg ging. Hier steht auch nach ein, den ein bisschen gesteuert wird an der Foto. Aber das ist aber nicht schlimm, weil ich hatte sowieso, dadurch, dass ich die Focus-Stacking gemacht habe, hatte ich schon mehr Fotos, wo ich sowieso ja noch auch fertig spreche, die Person hier am Mac rauszuholen. So, hier ist dann das Foto, wie man gesehen, wo Hannen echter scharf ist. Mal gucken, du hast hier schön scharf. Der Fields tipptopp. Und du hast aber hier 4 dann, weil du gesehen hast schon, sobald die Felsen hier oder Stängel an den Vordergrund kommen, die sind komplett unscharf. Ich meine, ihr seht sogar, wenn wir gucken, hier als Foto mit einer Blende 16 gemacht gehen. Und auch das geht einfach nicht durch, für das ganze Bild auf einer Foto scharf zu kriegen, weil die Felsen hier, die sind so nah beim Objektiv gewesen, dass es einfach technisch nicht möglich war. Ich meine, ihr seht auch, dass das ganz die Foto am Anfang mit 14 mm gemacht auf, eben gerade für die Stängel am Vordergrund nach mal ein Bild zu kriegen, für ein bisschen einen Vordergrund zu haben, den da am Foto soll dranlegen. Weil wenn wir gucken, hier ist also, wie gesagt, die Foto, wo ich da hier rundherum der heißt Chavas. Und dann habe ich hier mein nächstes Foto, wo man gesehen, voilà, du, boah, ich weiß nicht, ob ich die brauche, weil du hast den Hintergrund vielleicht ein Ticken mehr scharf, aber auf jeden Fall kann ich die holen, wie der sieht, für hier den Eck zu benutzen, weil die Person, die da stung, die also auf der heute Foto war, die zum Glück fortgegangen,
Das heißt, kann ich den nicht, oder Schule vielleicht sogar direkt nehmen, das Foto für den ganzen Hintergrund, weil den schenkt man sowieso von 4 bis 5 scharf. Und dann die nächste Foto, voilà. Ich meine, du gesagt, ist schon ein Unterschied, weil hier die Stängel am Vordergrund unscharf und hier sind die Stängel scharf. Weil ich den Fokuspunkt hier 4 drauf gesagt habe. Hier ist allerdings noch immer ein bisschen unscharf. Voilà. Dafür habe ich noch ein weiteres Foto gemacht, wo die Schärfe noch ein bisschen Minolung. Voilà. Du siehst den, dass das wenn das Foto fertig gelöst ist, voilà, dass das hier scharf ist. Das heißt, das geht ja nur mit der anderen Foto vom Hintergrund kombiniert. Hier dann die letzte Foto, wo wirklich hier quasi bis unter den Bauch innen scharf ist. Und du siehst schon ganz leicht, hier, dass schon minimal hier ein bisschen unschärft schon immer entsteht, weil der Fokuspunkt einfach so extrem viel. Voilà. Das wären alle guten Fotos. Hier ist das Resultat, was nur dabei rauskommt. Wie gesagt, das von ganz viel. Hier seht ihr schön scharf. Hier ist scharf. Aber auch, ich nenne nicht nur den Hintergrund, hier ist scharf. Und das ist scharf bis an den Horizont. Du siehst, hier sogar die Fels, du hier gesagt, die kleinen Hütten hier auf der Wiese stehen, dürfte oder Teiser, da sind scharf, hier steht sogar nach einem Kran. Das, wie gesagt, von 4 bis 5 scharf. Das ist also die fertige Foto, das ist nicht Ziel vom Video haut, die ganze Bearbeitung zu machen, weil das gibt einfach nur Zeit sprengen, aber wenn da will ein Video gesehen, wie ich Bearbeitung mache, da könnt ihr gerne andere Videos schon angucken, die wir gemacht haben, wo ihr auch seht, wie ihr so Fotos am Lightroom bearbeitet, für die Farben am Sonnenuntergang hier zu kriegen und für das ganze Bild farblich eben schön auf ihn aufgestimmt wird. Das soll nicht hier am Video gewesen gehen, wie gesagt, weil sonst gibt das Video einfach zu lang gehen. Hier geht es wirklich nur nicht mehr den Punkt, wie ich die verschiedenen Fotos mit den verschiedenen Fokusebenen am Photoshop zusammensetzen. Das geht auch effektiv nicht am Lightroom lang. Da muss ich schon am Photoshop schaffen, weil die Fotos auf verschiedenen Ebenen am Photoshop leihen, die da müssen zusammengesetzt gehen. Dafür gebe ich so an, die sieht halt dann, wie gesagt, die Fotos. Ich wähle die mal alle guten aus und dann mache ich die am Photoshop ab, für sie dort zu bearbeiten. Und ich gehe nicht einfach hier bearbeiten, in Photoshop bearbeiten, mehr ich gehe in Photoshop als Ebenen öffnen, da gehen die Fotos alle guten direkt an einer ähnlicher Datei als Ebenen am Photoshop abgemacht. Voilà, ich mache die Fotos am Photoshop ab und sobald sie da geladen sind, sehen wir uns am Photoshop rum. So, die Fotos sind alle gut geladen am Photoshop, wie ihr seht. Also schon hier die verschiedenen Ebenen alle gut in einem Dokument ab. Das sind die einzelnen Fotos, die ich für drunter am Lightroom abhat. Voilà. Wenn wir genau gucken, da das auch normal
dann sieht er, dass wenn ich nur die Ebenen hier durchgehen, dass, voilà, dass bei all Ebenen den Ausschnitt von der Foto liegt anders ist. Voilà. Das ist auch ganz normal und das könnt und sich hier, weil ich ja auf verschiedenen Plätzen am Bild allkeiers fokussiert hat, dadurch er gut, weil der Fokus allkeiers bei all Foto ernst steht, geht auch den Ausschnitt, dadurch, dass der Fokus verändert geht auch den Ausschnitt minimal verändert. Das ist aber noch weiter kein Problem und das kriegen wir auch gelöst. Und dafür gehe ich als allererst mal alle guten Ebenen auswählen. Voilà. Und da gehe ich hier oben an Bearbeiten, aber bei Ebenen automatisch ausrichten. Boah, du hast Auto per Defaut angeklickt, das lasse ich auch so. Und da klicke ich OK. Und da warte ich, das dauert nur eine Sekunde, bis dann Photoshop fertig ist mit Rechnen. Und da kann ich mit der Bearbeitung weiterfahren. So, Photoshop ist fertig mit Rechnen. Und lo habe ich hier ein Bild, das auf den ersten Blick mit den Barren hier nicht super ausgesehen. Das könnte aber dadurch, dass eben nur die Ebenen, wirken die ja nicht hundertprozentig selbst waren, obwohl ich Fotos vom Stativ gemacht und an Stativ auch während den verschiedenen Fotos nicht bewegt haben, durch den Fokuspunkt, den allkehrs ernst war, Foto ja leicht anderen Ausschnitt hatten, dafür also lo Bauch, voilà, ich meine ein bisschen groß hier Bauch, gesagt den dann eben, dass du nicht die Fotos immer genäht selbst abhalten. Und ich will heute die Einzelebenen und dann ausschalten, da gesagt die Laien perfekt übernehmen, hier also zum Beispiel die Ebene, wo 4 Stänge scharf sind, an hier ist Hannen Dingens scharf, und du gesagt den aber, das Leid, wenn ich das un- und ausschalten, hier ist die Hintergrundebene, hier ist die mit den Stängen, das Leid lo 100%ig übernehmen. Weil wenn ich so weitergehe, sehe ich auch hier mit den nächsten, wo hier schärft, ob meine Stänge weiter verläuft. Voilà, das Leid lo, das Leid lo perfekt übernehmen. So, die einfachste Methode lo, für die alle Bohren do las zu gehen, das ist schneiden Bild lo minimal mit klein. Das heißt, ich habe ein 2:3 Format, wie ich das Foto gemacht habe, und an das Format will ich auch lo aus 2:3 beibehalten. Und dafür schneide ich lo einfach mal hier das Bild so zurecht, voilà, dass die Bohren do so, hier kann ich ein bisschen mehr, voilà, dass die Bohren do raus sind. So, voilà, lo sieht da, wenn ich heute die Ebenen durchgehen, lo hält alles, zumindest Bauch, selber Stopp. Natürlich sind die Ebenen lo nach all einzeln, und das nach kein fertiges Foto. Für das lo hinzukriegen, da gibt es lo 2 verschiedene Möglichkeiten. Die eine, das ist eine automatische Bearbeitungsfunktion am Photoshop, die mir einfacher als mir sehr geht, wo aber je nachdem, wie die Fotos sind oder wie das Ausgangsmaterial ist, nicht immer ein 100%ig zufriedenstellendes Resultat dabei rauskommt. Dafür gibt es dann die zweite Möglichkeit, das ist einfach die ganzen Sachen manuell zusammenzusetzen. Als erstes probieren wir dann mal die automatische Version, für zu gucken, was Photoshop da fertig bringt. Dafür wähle ich alle guten Ebenen aus.
Und da ging ich bei Bearbeiten, und das kann nicht bei Ausebenen automatisch ausrichten, mir just in den drinnen Ebenen automatisch überblenden. So, wenn ich darüber klicke, da fragt Photoshop mich, ob wie eng Erderweis die Fotos sollen überblenden gehen, der Text entweder als Panorama zusammengesagt gehen. Das wäre der Fall, wenn ich lauter verschiedene Fotos hätte, die sich ein bisschen überlappen, für mir ein großes Bild zu kriegen. Oder aber Bilder stapeln, was du schon ausgewählt hast, was am Anfang die Methode, die wir brauchen. Das heißt, bei der Methode, du guckt Photoshop automatisch, wer das wo auf einer Ebene schafft und hält dann aus der Ebene den scharfen Teil, ersetzt das dann hinaus zu summen, sodass es am Endeffekt fertiges Bild soll gehen, wo dann alles scharf ist. Wann natürlich nicht, wann doch lo richtig am Photoshop klappt, wann Photoshop die einzelnen schärften Deler richtig erkennt. Bon, wir starten das Ganze, ich klicke mal OK und dann gucken wir an, was das Resultat ist. Voilà, Photoshop rechnet ein bisschen und wenn er fertig ist mit Rechnen, dann sehen wir das Resultat. So, Photoshop ist fertig mit Rechnen. Schon das fertige Bild und ihr seht schon direkt, was hier geschieht ist. Los, hier innen bei den Ebenen nicht alle Ebenen so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung kommen. Das ist in sich nichts anderes wie eine Maske. Die Maske weist mal an, wie ein Deler Photoshop von der Ebene Alkeias ausgewählt wird für das Foto. Das heißt, am Anfang bei der Maske, ich meine, mal hier eine Maske groß, dass wir jetzt nur gucken, wie das ausgesehen ist, zum Beispiel die hier, voilà. Das heißt, alles, was weiß ist auf der Maske, das wird von der Ebene geholt, das bleibt sichtbar. Und alles, was schwarz ist auf der Maske, wird nicht von der Ebene geholt. Das heißt, da bleiben die Sachen von den Ebenen von innen drinnen sichtbar. Und so kann ich gucken, das wird bei allen Ebenen, wird Photoshop eine eigene Maske gemacht. Und du seht dir, was Photoshop von allen Ebenen geholt wird. Aber wenn wir also die einzelnen Masken hier gucken, ich will einfach denken, ja, zum Beispiel die hier, du erkennst den schon das Problem von der automatischen Methode vom Photoshop, weil du seht den, hier 4 wird Photoshop schärft erkannt, gucken ein Bild, was Bild da war, voilà, das sind hier Stänge, hier 4, das ist auch richtig bei der Ebene, das wird Photoshop auch richtig erkannt. Allerdings seht ihr aber auch, dass Photoshop nicht nur hier 4 die Stänge geholt hat, die sowieso auf der Ebene scharf sind, mit dat Photoshop auch hier oben am Hintergrund durch irgendwelche Schweißpunkten gesagt wird, wo in irgendein Schärft erkannt wird. Die aber nicht unbedingt von der heutigen Ebene sollten geholt gehen. Wir gesehen am Anfang, dass auf allen Ebenen verschiedene Weißpunkte auf Platz sind, wo sie nicht wirklich hingehören, weil ich einfach weiß, so wie das Foto gemacht habe, dass da kein Schärft auf der Ebene ist, die am Anfang gut ist für das Foto. Weil hier ist den Hintergrund am Anfang mit dem Beam, das das Foto, da seht ihr nicht am Anfang am besten. Bon, da muss ich natürlich noch so, ich will mal Bilder auf 100%. Wenn ich hier durch das Bild gehe, dann ist trotzdem
muss ich so lo die Weißpunkten, die von falschen Ebene geholt goen, nicht wirklich zu erkennen. Weil da Hailo gesagt den zum Beispiel hier innen, do gesagt den do as Problem, du hast nicht die richtige Ebene geholt gehen, du hast auch ein Problem an ob die Stängel natürlich hier, weil die so imposant an der Foto sind, du fällt er doch mir op, wenn du ein Problem hast mit der Schärfe, an die nicht richtig schleit. Hier am Hintergrund, weil du hier auf einem Baum oder was sind da auf einer Dämme, du ein falsch Dingens geholt gouf, die mini Klängers, da fällt das ja nur am Endeffekt noch immer nicht wirklich op. Bon, wenn den aber eben pingelig ist und nicht genau hat, dann müssen wir das verbessern, was wir dann noch machen. Also ich will mal dafür das Foto ein bisschen mit klein, dass ich alles gesehen. Und da fange ich einfach hier innen, schalten aus, weil wenn wir durchgehen, seht ihr noch am Anfang, was werde ich wieder so tun, von der Ebene, just das, was weiß ist, wird geholt. Das, was schwarz ist, nicht. Also seht ihr noch gut hier, dass hier am Himmel komischerweise do irgendein ein kleine Linie weiß ist, wo Photoshop gemeint hat, irgendeine Schärfe zu erkennen, die aber definitiv nicht da ist. Und ich erkenne ihn auch hier innen, wo ich viel darüber so viel Probleme habe, dass das dort dann eigentlich von dieser Ebene Mist geholt gehen. So, für die Probleme nur zu lösen, gehe ich einfach mal hier auf die Maske. Auf der Maske, du kannst ihn auch mit dem Pinsel mit schwarz auf weiß drauf malen. Du fühlst ich mein Pinsel, der ich mit schwarzer Vordergrundfarbe. Ich will die Maske an. Boah, der Pinsel ist ein bisschen klein, ich meine ein bisschen mehr groß. Ein bisschen mehr groß. So. Und dann, weil ihr seht, ich klicke nicht für auf Bild, mehr auf die Maske. Und dann male ich mit schwarz, weil das für die das, was ich schwarz als das, was ich nicht von der Ebene holen. Und ich will das nicht. Male ich einfach nur mit schwarz auf der Maske drüber, wo die Teile vom Himmel sind, die ich nicht wollte. So. Und da sieht man auch, was geschieht ist. Da, wo ich mit schwarz drüber gemalt habe, also nicht mehr von der Ebene zu sehen. Ich will meine Maske holen. Aber da sehe ich sogar, dass hier noch minimal Dinger sind. Ich kann auch direkt die Maske aktivieren und drauf malen. Da male ich auch hier nach. Mit schwarz über all die Plätze. So. Und lo as und sich alles das aus dem Hintergrund an dem Himmel wird auf dieser Ebene lo nicht so scharf war, also lo nicht mehr von dieser Ebene aktiv an meiner fertigen Foto. Umgedreht natürlich, weil ich lo ein Weißfarbe für den Vordergrund. Ich gehe auf die Maske, weil die muss aktiv sein, und lo malen ich mit Weiß ein Plan. Gut, das hat sich dummerweise umgestellt, weil also Weiß. Ihr seht auch, von schwarz malen, was ich nicht wollte, da wird der Vordergrund weggemacht. Ich male mit weißer Farbe, hier innen, über die Teile, die schwarz waren, wo in hier eben nicht hat. Voilà. Und wenn ich drüber male, seht ihr auch, sind die alle verschwommen, die Löcher, die da drauf waren. Aber wenn ich meine Maske hole, seht man, die ist perfekt hier. Also hier innen alles gel, alles weiß, pardon, alles weiß. Da kann ich sogar noch, voilà. Und da alles weiß. Und da mal da ist, mal gucken, hier 100%. Den ganzen Vordergrund hier den Teil geholt, den hier auch scharf war. Und dann gehe ich weiter, dann hole ich die nächste Ebene. Sieh mal, da könnt
Stück vom Stehen weiter bei. Und ihr seht doch, das passt über den. Du hast nicht zu gesehen, wirklich die Fotos ausgekriegt, das plus ou moins high, wo den ewigen Deal könnt. Du gesagt den kein Übergang. Das passt einfach, weil es ja dieselbe Stänge, die war ja auch, wie soll ich sagen, scharf. Also all einzelnen Deal, wenn ich man bloß den A drauf geguckt hat, wären sie auch scharf gewirrscht. Dafür aus all einzelnen Deal, wo halt schärft geholt wird, die zusammengesetzt wird, als ja nur am Endeffekt auch dann ein scharfes Bild. Das passt nahtlos über den. Und dafür war es aber auch so wichtig, für mit dem Ganzen angefangen, nur für am Photoshop die Ebenen auszurichten, für das die auch 100% perfekt über den leihen. Hallo man, ich das selber, da gehe ich aktivieren, ich meine Maske. Ich meine, Bild ein bisschen kleiner, als ich gesehen. Ich gesehen, dass da weiß Flecken sind. Ich hole also ein Pinsel, schwarz Farbe, und malen über die weiß Flecken, auf der Maske natürlich. Ich malen über die weiß Flecken, für das die schwarz gehen, dass das nicht an der Maske geholt wird. Voilà, wenn ich da ganz pingelig sehe, gucke ich, da ist ein bisschen schwarz dran, weil da war nicht daran gehört, dass die Schulen da Weißfarbe, da ist der Pinsel natürlich ein bisschen groß, am Malen dann da drüber, auf der Maske, für das weiß geht und nicht mehr schwarz ist. Voilà, für das ich dann da all meine Dealer habe. Und das mache ich so weiter, wir kriegen bei all Mask durch, voilà, habe ich dann auch und dann malen ich, bessere ich die Plätze da aus, die definitiv falsch sind, weil er ja so einen großen Teil weiß und Bord, den eigentlich müsste schwarz sehen, ich bessere das aus, bis es dann herno gut ist. Voilà. Guck mal, die Maske hängt ja an. Wie das ausgesehen. Ja, da sind noch am Himmel ein paar Weißplätze, die nicht dürften da sind. Das heißt, auch da, ich kann noch ein bisschen mehr große Pinsel holen. Auch da malen ich da drüber für die Weißplätze, da alle Guten aus der Maske rauszuholen. Voilà. Und ihr seht, das baut sich auch alle Ebenen, wobei könnt den Teil, der weiß ist von der Ebene, könnt dann bei Foto bei, sobald ich die alle aktiviert tun. Und so mache ich weiter, voilà, also den Hintergrund mit denen zu letzten Ebenen. Und du siehst auch, dass du, wenn ich so alle Guten aktiviert tun, die zur Hintergrundebene schlussendlich nach ein Problem bleibt, weil du die Dealer, die ich aus denen Ebenen von vier drunter rausgeholt hat, sind natürlich nicht mehr sichtbar. Dafür muss ich auf meiner Ebene, das ist die Letztheit, die den Hintergrund scharf, wo den Hintergrund scharf ist, muss ich natürlich weiß drüber malen, mit dem Pinsel, für das die Dealer von der letzten Ebene geholt haben, für das du Bierger dann auch da sind an meinem Sohn. Voilà. An nach der Bach, da war auch ein bisschen, ich sage den ganz leicht, dass da etwas fehlt. Voilà. So. Hier also beim Bach gesehen ich gerade, da fehlt noch ein bisschen mehr, da muss ich eine Ebene drinnen gehen und weiß drüber malen, für das da kein Platz übrig bleibt. Hier, voilà. Voilà, da wird das schön abgefüllt. Voilà, für das da kein Platz übrig bleibt.
wo lo nicht an der Foto ist. Ich gehe nur die verschiedenen Ebenen dann einmal durch. Also die Masken am Anfang von den verschiedenen Ebenen. Weil just für zu gucken, also du hast das hier am Anfang die Ebene am Himmel, hier ist einfach innen an den Stäng nach weiß. Dafür malen ich dann schwarz auf meine Maske, weil ich schon nicht will, dass das von der Ebene aus dem Himmel geholt wird, weil das wird dann unscharf. Wie gesagt, schwarz wird nicht geholt von der jeweiligen Ebene, weiß von der Ebene wird geholt. Also als sichtbar hier noch. So, und da gesehen ich auch hier als dieselbe Problem nach, da mache ich auch hier noch ein bisschen schwarz auf die weiß Plätzen. So, und hier ist dann mein Vordergrund, voilà, mit denen, wo die Stangen sind. So, da sehen wir lo, das Foto ist lo fertig. Also, das Foto ist nicht, den Fokus-Stacking ist lo fertig. Aber wenn wir lo gucken, von innen, rup, die Stangen, die sind lo tiptop scharf. Voilà. Und auch beim Hannen drin sind lo tiptop scharf bis hannen auf den Horizont. Voilà. Das war die automatische Focus-Stacking-Methode am Photoshop. Da können wir natürlich alle guten die Ebenen do auswählen und die alle guten auf Hintergrundebene reduzieren, sodass wir just nach einer einzigen Ebene haben, wo wir dann lo können weiter das Foto bearbeiten, so wie wir sie gerne hätten. Zum Beispiel gesehen ich den Horizont das schief, also die riecht mal ein bisschen Farbe bearbeiten, hier also Blendefleck auch nach ein Lensflare von der Sonne dran, die ich persönlich rausholen. Aber das sind alles Bearbeitungen, die Foto und die zusammengesetzte Foto betreffen, die aber hier am Video giffen eindeutig zu weit feiern. Aber ich kann nicht versprechen, dass man nach weiter Video werden machen, wo man dann auch werden weisen, wie in so Sachen möchte. Da geht es auch nach, wie ich vorhin gesagt habe, die zweite Methode, wo ihn das alles manuell zusammensetzt. Das weisen wir jetzt auch an dem nächsten Video, einfach weil den heute Video sonst viel zu lang gehen. Schmengen dat da keloch mi statt so lang hun zu gucken. Dafür dat könnt versprach auch an engem nächste Video an schaffen. De Video he den hue dich gefallen. Weil ja, da könnt ihr gerne einen Daumen oben lassen. Wenn da irgendeine Kritik habt, könnt ihr die gerne in das Video schreiben. Aber wenn ihr wollt weiter so Video gesehen, da könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, für dass ihr auch in Zukunft kein Video verpassen. Das war es für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis die nächste Kehr. Adi.